Am Privatleben habe ich, wie man das Haus gebaut habe, konnte profitieren, für so nachhaltig wie möglich zu bauen. Ich habe eine Rehwasseranlage, schon dieses Jahr nach kein Liter Trinkwasser am Garten oder an der Toilette gebraucht. Schon Solarpanelen um der ich fuhren elektrisch. Mein Haus ist ein Energie-Plus-Haus. Mein Footprint heute zu Lützburg ist am Moment energiepositiv. Und das macht mich ein bisschen aufrecht. Ich weiß auch, dass nicht Zypern sich das leisten kann. Und dafür politisch setze ich mich dafür an, dass wir gerade so Investitionen möglich machen, an dem die Staatssache viel finanziert und dann die Leute sich das eben noch leisten können, wo auch Proprietäre am lokativen Raum sich das können ermöglichen, sodass die Leute die lohnen, nicht nur die sind, die gelackmeiert sind. Nachhaltigkeit heißt, das, was schon die schwäbische Hausfrau sozusagen gemacht hat, nicht über unsere Moyen zu leben. Nicht über unsere Moyen zu leben heißt, nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, die wir reproduzieren können. Am Ziel von der Nachhaltigkeit muss es sich sehen, dass wir mit dem auskommen, was wir haben. Das, was wir regenerieren können. Was wir ganz viel haben, das ist natürlich Solarenergie, Windenergie, dann kann ich vielleicht ein bisschen fossile Energien ersetzen. Das ist ein bisschen eine Vision, wie wir zu einer mehr nachhaltigen Gesellschaft gehen. Recycle, Reuse ist natürlich ein anderer großer Aspekt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger neue Ressourcen verbrauchen und die Präferenz das benutzen, was wir schon haben. Ich bin der Meinung, dass es für die meisten Leute tatsächlich finanziell interessant ist, mitzumachen. Ein Elektroauto kostet zwar an der Anschaffung heute noch mehr mit den steuerlichen Subsidien, nicht forcément sogar, aber er kostet viel mehr am Verbrauch. Mein Verbrauch ist mir billig, mein Entretien ist mir billig. Das ist sogar, wenn ich auf die individuelle Mobilität mit einem Auto angewiesen bin, ist es mittel- und langfristig mehr interessant, ein Elektroauto zu haben. Dann nehme ich mit Photovoltaik um Dach. Der Strom ist langfristig irgendwann gratis. Das ist meine Kilowattstunden sind mir billig, wie das, was ich Reso kaufe. Das nämlich, aus überall, wenn ich etwas recyclieren kann, nachher benutzen kann, kostet mich das nicht nach etwas neu. Das ist die meisten Leute. Und einen finanziellen Interesse nachhaltig zu leben. Und dafür muss man sie nicht überzeugen, man muss just die Avantagen weisen. Es gibt ein schönes Slogan, der sagt, there's no planet B. Wir haben keine Alternative zu unserem Planet. Wenn wir einen komplett Verbrauch tun, dann ist das nicht mehr da. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Ressourcen, die wir haben, sinnvoll nutzen, dass auch als Kinder und als Enkel vielleicht noch davon profitieren. Ich bin junge Papa, ich sehe, was der Klimawandel schon an meinem Leben vor 35 Jahren mit der Welt gemacht hat. Mein Mädchen hat nur 2 Jahre. Ich will, dass mein Mädchen eine Welt hat, an der es sich lohnt zu leben, die eben nicht verwüstet ist, wo es wirklich verwüstet, an dem man immer Wüsten und Platz, wo nie ein Wüst war. Und dafür, also du siehst kein Froh von wollen oder nicht wollen, das ist eine Sache von müssen. Ja, aber nicht als Politiker, nicht auf Brot zu antworten, weil das Klimawandel als Menschen gemacht, gibt eine ganz klare Korrelation, auch wissenschaftlich bewiesen, zwischen dem CO2, den die Menschen gemacht haben, und den anthropogenen Gasen, und dem Klimawandel. Das heißt, wir müssen als Togo nicht viel machen. Und das Haus gemacht, das heißt, Menschen können noch etwas zu machen. Ziele, die wir auf die Papier schreiben, sind vielleicht ambitioniert genug, mit an der Umsetzung hapert es dann. Und dafür setzen wir Piraten also an der Chambre immer dafür an, dass wir die Klimaziele nicht nur hinterfragen, wir auch tatsächlich kritisch begleiten, dass sie umgesetzt werden. Weil das ist schön und gut, zu sagen, wir haben das Ziel erreicht. Aber da muss man auch sagen, dass das größte jetzt, wenn es Covid oder wenn es eine Weltwirtschaftskrise war. Dementsprechend bleibt Luft zu warten, ob wir die nächsten 5 Jahre das weiterhin so erreichen. Und die Hoffnung ist ja. Aber dafür müssen wir zum Beispiel aus dem Tanktourismus rausklammern. Das ist eine schwere Frage. Ich bin kein Hellseher. Man stellt wer weiß, wie viel Sitz man gewonnen. Wenn nicht der Klimawandel angedämmt wird, kriegst du wahrscheinlich nie. Der Klimawandel ist ja etwas, was kontinuierlich ist. Froh ist sicher, wenn jemand Klimakatastrophe angedämmt. Meine Hoffnung ist, dass wir 2030 zu Lützburg energieautark sind, 2050 als Klimaziele also netto null erreichen. Dafür muss man aber alles mobilisieren.
an am Moment gesinn net dat Regierung dat gif man. Ich verstehe die Angst. Das ist eine Angst, die ich auch als junge Papa und das ist eine Angst, die ich auch als Jugendlichen hat, dass man nicht genug meint, dass Politik zu los ist. Wir müssen also Politik treiben, für uns hier treiben. Der Einzige, was alle angesehene Politiker, die letzten Jahre das Problem vernachlässigt tun, dazu bringt, es aktiv umzugehen, als dass den Hinsitzer wäschelt. Das heißt, wir brauchen mehr Junge, mehr diverse Leute in der Politik, Leute, für die der Klimawandel eine Realität ist. Leute, die verstehen, dass man etwas ändern muss. Und dafür ist das Wichtigste, wenn ich schon am Wahlalter ist, wählen zu gehen, wenn ich noch nicht am Wahlalter ist, sich zu engagieren, sei das bei NGOs, sei das an der Politik selber, für eben dafür zu sorgen, dass an den Wahlprogrammen die Klimaziele nicht immer niedergeschrieben gehen, noch tatsächlich nur die Wahlen umgesetzt gehen. Weil wir haben an der Hand. Die Generation 4 uns, die wird jetzt gehen. Das in der Geschichte zu bewerten, wie gut oder wie schlecht. Wir haben an der Hand, für unsere Zukunft zu gestalten. Und das ist das, was man hoffen wird.